Enttäuschungen und Fehler sind niemals das Ende in deinem Leben. Und ich möchte es euch ganz kurz erklären, warum Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und das macht spannend, aber manchmal auch challenging, oder? Aber eine Sache wird Gott nicht aus der Hand geben. Gott gibt den grossen Faden von seinem Plan, gibt er niemals aus seinen Händen. Das bedeutet auch, wenn wir Sachen falsch machen, wird Gott sagen, dennoch und trotzdem werde ich, mein Vater, mein Plan zum Ziel kommen. Und der Josef im Alten Testament ist ein gutes Beispiel, ein Mensch, der eine Begabung hat, hat einen Traum, er kommt ein besonderes Kleid über von seinem Vater, er wird bevorzugt, was eigentlich familientechnisch eigentlich eine Katastrophe ist. Und dann sagt der Josef zu seinen Brüdern, ich bin der Josef. Das ist mega cool, wenn du der Josef bist, aber nicht der Josef, ist das eine Katastrophe. Und ich möchte euch Folgendes erklären, in jeder Geschichte gibt es Gewinner und Verlierer. Und wie kannst du ein Floh, der Floh, ein Tierfloh, wie kannst du ein Floh zähmen? Du nimmst ein Floh, tust es ins Glas rein, machst den Deckel zu und das Floh will ausbrechen und schlägt sich im Flohkopf andauernd an und das Floh kommt der Flohhirnerschütterung über. Dann nimmst du den Deckel weg und es ist frei und offen sagst, Floh, spring raus. Und das Floh sagt, nein. Ich habe meinen Grind x-mal angeschlagen, ich werde das nicht mehr machen. Und das bedeutet, wenn du in deinem Leben in einer Freundschaft mit Männern und Frauen x-mal den Kopf anschlägst, wirst du irgendwann sagen, das werde ich mir nicht mehr antun. Alle Frauen sind gleich und Männer sowieso. Und das kann dich gewaltig prägen. Der Josef hat seinen Kopf gewaltig angeschlagen mit Stolz. Aber er hat nicht zulassen, dass sein Stolz ihm im Weg steht. Er ist aufgestanden. Und ein anderer Mann, sein Bruder, der Judah, hat das alles mitbekommen und ist total eifersüchtig und auch verrückt worden, was der Vater macht. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in Theologie, um zu erklären, was meine ich mit Enttäuschungen und auch mit Stolz. Wenn du die Bibel lesest, in 1. Mose 37, ist die Geschichte von Josef. Der Josef hat einen Traum mit dem Gewand, er kommt nach Ägypten, wird verkauft. 37, kein Problem, haben wir kein Problem. Im 39er kommt der Josef ins Haus von Potiphar, er kommt wieder ins Haus, er ist 13 Jahre im Gefängnis. Und eigentlich, wenn ich euch eine Geschichte erzähle, hey Jungs, ich bin auf die Welt gekommen, Buch St. Gallen, bin in die Schule gegangen, Handball gespielt, bin 21 geworden, der Schweizer Armee hat mich wollen, habe eine Freundin gehabt, habe geheiratet, habe Kinder, da stehe ich, das ist meine Geschichte. Und so willst du eine Geschichte erzählen. Und mitten in der Storytelling wird die Geschichte unterbrochen im Vers 38, Judah und Tamar. Und die Geschichte ist so trümmelig, dass alle sagen, ich komme nicht raus. Hochkomplex und ich möchte dir Folgendes erklären. Jede Person heute Abend und auch online, du hast eine Geschichte in der Geschichte, wo man oft vergisst. Warum du so geworden bist, wie du heute bist, hat eine Geschichte, wie du erzogen worden bist, wo du aufgewachsen worden bist, wie deine Eltern dich gefördert haben oder nicht gefördert haben. Der Jude ist der Bruder von Josef. Der Jude hat vom Feld geschafft. Und wo der Jude sieht, dass sein Bruder, der Josef, so der Gucci, Prada, Adidas Kleider bekommt, wird er eifersüchtig. Ich möchte dich fragen, auf wer bist du eifersüchtig? Es gibt immer eine Person, die dir vor der Sonne ist. Immer. Es gibt immer einen Josef in unserem Leben. Einen Josef, der besser singen kann besser tanzen, kann besser influencern, kann besser Buchhaltung machen, hat die schöneren Ohren, sogar der schönere Hund. Es gibt immer jemand im Leben, wo dir vor der Nase steht, vor der Sonne steht und du schaust es an und sagst, Gott, ich finde das nicht fair. Denn der Weg, wo du mit dieser Person gehst, ist ja viel einfacher als das, was ich muss durchleben. Wieso sage ich das? Weil der Jude ist ein Worker draussen im Feld. Und der Josef, daheim in der Wärme, so die CEO, die Bio und die Manager, schöne Pläne gemacht, Leidenschaft und Organigramm. Der Vater gewusst, der Josef hat eine Leidenschaftsbegabung. Und die Jungs haben gesagt, wir schaffen hart. Aber die Kaderstellen oben, die haben von nichts eine Ahnung. Und ich möchte dich heute fragen, wer steht in deinem Leben vor deiner Nase? Vor deiner Sonne? Und du findest es nicht fair. Und diese Geschichte klingt bei uns allen irgendwo mit.
Und die Geschichte vom Juden bedeutet, der Jude ist so verrückt worden, hat sich entschieden, lass uns den Josef umbringen. Wenn wir dem Josef sein Gewand stellen, es heißt, Gott war mit Josef, Gott war mit Josef, Gott war mit Josef, Gott war mit Josef. Wenn wir den Gott und Josef das Gewand stellen, dann ist die Show vorbei. Und dann sagt der Jude plötzlich, hey, bevor wir das machen, lass uns den Josef verkaufen. Dann haben wir immerhin ein bisschen Finanzen. Der Judas war der Treiber gewesen, dass der Josef, wo er hasst, wo er eifersüchtig ist, wo er von der Sonne steht, von seinem Radar wegkommt, damit er freie Bahn hat. Und ich möchte die Frage stellen, über wer redest du negativ? Wer drückst du oben runter? Wen verachtest du? Wo findest du, dass die Güte Gottes nicht fair ist? Und ich habe den Mut gehabt, ChatGPT zu fragen, gute Freundin von mir, was sind die grössten Enttäuschungen auf der ganzen Welt über alle Generations? Es sind Freundschaften, der Beruf, persönliche Ziele, Gesundheit, Finanzen, Politik, du selber, Bildung und auch Gott. Und ich möchte dich fragen, von was bist du enttäuscht? Und ich möchte ganz kurz erklären, was Enttäuschung macht. Wenn du von etwas enttäuscht bist, und das ist jetzt wie eine Waage, dann tut dieses Thema, drückt dich dermassen oben runter und es kommt mega Gewicht über, es prägt dich, es begleitet dich und es macht dich brutal einseitig. Das sind dann die Worte, die du sagst, nie mehr werde ich an eine Leidenschaft vertrauen. Ich werde mich nie mehr in eine Kirche investieren und ich werde schon gerne nicht mehr spenden und ich werde schon gerne nicht mehr Fragen stellen, weil die Antworten sind immer doof. Deine Enttäuschungen kommt das Gewicht über. Und der Einzige, der froh ist, dass es so bleibt, ist der Teufel. Weil Hauptsache, es ist negativ und es zieht dich nach ab. Und wir alle bringen heute Abend, auch im Club und auch online und Microchurch, eine Geschichte mit, wie ein Judah und Tamar, der reingeschoben ist. Und ich möchte euch kurz erklären, was passiert mit dem Judah. Und das ist mega tragisch. In 1. Mose 38, Vers 1 bis 2. Etwa um diese Zeit verließ Judah seine Brüder, das heißt, alle seine Brüder zogen nach Adulam, wo er bei dem Mann namens Hiram wohnte. Dort begegnete er eine kananitische Frau, deren Vater Schua hieß, und er heiratete sie. Für alle Leute, wow, so herzig, er heiratet. Puh. Nicht mehr Single. Wenigstens einer vom Markt weg. Wenn man das lässt, denkt man, mega Love Story. Und jetzt musst du den Kontext verstehen. Was ist mit dem Juden passiert? Kananiter sind die grössten Finder vom Volk von Gott. Und der Jude sagt, Vater, du hast so viel Zeit in meinem Leben. Wie kannst du den Josef bevorzugen? Ich habe geschafft auf dem Feld. Und der Gott von Israel. Weisst du was? Ist nicht fair. Gunst Gottes mit dem Josef. Was ist mit mir? Und der Jude sagt, Vater, mit deiner Familie habe ich abgeschlossen. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Und bei der Gott von Israel, vom Abraham, vom Isaac, vom Jakob, ohne mich. Mach's bewusst theatralisch. Wenn wir enttäuscht sind, machst du eine Festlegung. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr bedeutet nie mehr. Und du hast so ein Gewicht und so ein Fokus auf den Punkt, dass du Fehlentscheidungen machst, wo du später bitter bereust. Viele von uns, die enttäuscht sind von Gott und findest, mir hat jemand gesagt, Leo, es ist nicht fair, dass ich so viele Krankheiten habe. Du hast es so einfach, siehst gut aus, bist immer gesund, aber ich habe die Arschkarte gezogen. Was ist das für ein Gott? Ich sage immer, don't go there. Vergleich nie dein Leben mit jemand anderes. Du hast keine Ahnung, was für ein Prozess ich durchgehe, innerlich, wo äußerlich vielleicht anders ist, aber du nicht vergleichen. Der Judah hat eine krasse Fehlentscheidung gemacht. Und ich möchte 3 Punkte mit euch teilen. Und das meiste wird nicht mir machen. Schliess deine Türen von deiner Enttäuschung. Schliess die Türen von deiner Enttäuschung. Wenn du sie nicht schliessest, gibst du deinem Gefühl der unsichtbaren Welt eine Eingangstür. Und was ich krass finde in der Geschichte vom Juden,
Da, wo du nicht löst in deiner Kindheit, an deinen Enttäuschungen, wenn du das nicht löst, Hauptsache Schwamm drüber, wird sich irgendwann wiederholen. Viele sagen, da, wo meine Mama und der Papi gemacht haben, also ich werde anders, werde ich nicht machen. Und 20 Jahre später machst du genau die gleiche Scheissdreck. Der Vater Alkoholiker, 20 Jahre später bist du auch Alkoholiker. Deine Mutter geschieden, 20 Jahre später bist du auch geschieden. Oft wiederholen sich die Sachen aus der Familie wie ein Muster, weil du die Themen nie angeschaut hast, nie gelöst hast mit Gott. Du hast dem so ein Gewicht gegeben. Ich werde nie werden wie meine Mutter. Das bedeutet, du hast so Angst, dass du aus der Angst genauso werden wirst. Ich möchte mitnehmen in 3 Sachen, die passiert ist. Der Judah hat das Gleiche erlebt wie der Josef, der Jakob. Und ich möchte ein bisschen in die Theologie hineingehen, ganz kurz. Der Judah hat 3 Söhne. Der Er, der Onan und auch der Shelah. Und eines Tages sagt der Judah, ich möchte, dass meine Söhne heiraten. Und er gibt dem Er Tamar, eine kananitische Frau, die Gott nicht liebt. Und die Bibel sagt, der Er hat Gott so gehasst und Gott hat den Er umbringen. Und der Vater gewusst, Tamar ist schwierig. Nach dem Gesetz haben wir wissen, wegen der Witwe, wegen der Erbe, muss der zweite Sohn heiraten. Er hat den Onan gegeben. Er hat gesagt, Onan, du musst Tamar heiraten. Und der Onan hat gesagt, ich will keine Kinder mit dir. Und sie hat immer wollen und hat Sex gehabt. Und im letzten Moment vor dem Orgasmus hat er den Penis rausgezogen und hat alles auf die Erde tropfen. So steht es geschrieben. Und Gott hat den Onan gestraft und umgebracht. Der Judah erlebt, dass 2 Söhne, das kannst du nicht vorstellen, nicht mehr da sind. Der 3. Sohn, der Shelah, hat ihm Tamar heiraten und hat gesagt, wenn ich dir den Tamar auch gebe, stimmt mir der auch. Und er hat gesagt, ich werd alles unternehmen, dass der Schmerz mir nicht mehr passiert. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Der Judah hat es brutal verkackt. Schlimmer kannst du nicht mehr etwas verkacken. Aber hast du gewusst, dass aus dem Stamm Judah Jesus geboren worden ist? Ich möchte euch heute Abend sagen, du kannst es nie so krass verkacken, dass Gott sagt, oh, das ist jetzt crazy. Fäden Gottes in deinem Leben hat Gott noch immer in seinen Händen. Und Gott kommt dennoch und trotzdem in unserem Leben zum Ziel. Das ist Güte, Größe und Gnade von unserem Gott im Himmel. Lass uns das für Gott einen Applaus geben. That's the point. That's the point. Der Judah hat das Gleiche erlebt wie der Jakob. Und wir ganz kurz theologisch bleiben. Manchmal erlebst du das Gleiche wie deine Eltern, weil du nicht deine Geschichte beendet hast. Der Jakob hat mehrere Söhne. Der erste Sohn, der Josef, stirbt. Also er glaubt, er ist tot. Er hat traurig und kummert. Das 2. Mal hat gesagt, hat Simon als Pfand gefangen genommen. Sie kommen zurück und sagen, der Simon ist auch nicht mehr da. Und der Vater sagt, ich habe 2 Söhne verloren. Und sie sagen, du musst den Benjamin bringen. Sie brauchen den Benjamin in Ägypten. Und der Vater sagt, ich werde meinen Benjamin nicht bringen. Ich habe 2 Söhne verloren. Und der 3. kommt mir nicht in Frage. Das Gleiche, was der Josef erlebt hat sein Sohn, der Judah, auch erlebt. Und ich glaube, es muss nicht so sein, dass seine Geschichte sich nochmal wiederholt, was deine Eltern erlebt haben. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen heute Abend ist, schliess deine Türen von deinen Enttäuschungen. Und mir wird uns erklären, was passiert, wenn wir das nicht in einer Balance haben. Applaus unserer Miri. Come on. Ja, unser 2. Punkt heisst, vermeid Überbetonungen und stell dich deinen Verletzungen. Hey, das Kapitel 38, ich weiss nicht, ob du das schon mal gelesen hast, es ist einfach ein bisschen komisch. Ich habe zwar die Geschichte schon gekannt von der Tamar und von diesen 3 Jungs und ich habe einfach immer brutal Mitleid gehabt mit dieser Tamar. Ich meine, dann kratzt der eine Ehemann nach dem anderen ab und nachher wirst du selber noch als die Böse angestellt. Ich habe immer mega Mitleid gehabt. Und jetzt in den Vorbereitungen habe ich gemerkt, der Judah ist eigentlich auch ein bisschen enorm. Er trägt seine Verletzungen mit. Ich meine, der Josef ist ja jetzt weg gewesen, weil so ist er dann nicht beim Vater geblieben. Er ist gleich gegangen, es war immer noch nicht gut gewesen. Und das Krasse ist ja, er nimmt seine Verletzungen mit. Und
wenn wir die Geschichte von Jakob anschauen, er war auch verletzt. Er war auch enttäuscht vom Leben. Ich meine, der hat 14 Jahre für seine Frau gearbeitet. Zieht das mal rein, 14 Jahre. Dann hat er seine geliebte Rahel bekommen. Und Rahel hat ihm ja 2 Söhne geboren. Den Josef, den er mega geliebt hat, und eben den Benjamin. Und wir lesen aber auch von dieser Tragödie, dass eben Rahel gestorben ist, wo sie den Benjamin auf die Welt bekommen hat. Und wir lesen, dass sie ihm Benoni hat sagen, das heisst Schmerzenskind. Und der liebe Jakob hat noch die Eier gehabt, um an dem Sterbebett zu sagen, nein, ich will den anders nennen, ich will den Glückskind nennen. Und das ist irgendwie mega krass, um nachher weiterzulesen, wie man sieht, wie der Jakob sich einfach so an die 2 Kinder klammert, weil er einfach so enttäuscht und verletzt ist von seinem Leben. Und dabei ganz vergisst, dass er eigentlich noch 10 andere Kinder hat. Und das finde ich einfach noch krass, weil ich bin Mami von 2 Kindern. Ich tue kein Kind bevorzugen, jeder weiß, dass das macht man einfach nicht. Und gleich lesen wir dann halt in dem Kapitel 38, wie wir so einen Schwenk machen ins Leben von Juda, was die Verletzungen halt mit ihm gemacht haben. Wie er nicht aufgeräumt hat, weil er es mitgenommen hat. Und das sind so Überbetonungen, die wir in unserem Leben haben. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey, das Kapitel, das spricht mich mega an. Und es ist wie eine Möglichkeit, zum heute in unserem Leben kurz eine Pause zu machen. Du und ich, wir haben unsere Geschichte, wir lesen Josefs Geschichte und dann gibt es das Kapitel 38, wo uns einfach kurz eine Pause geben kann und kann sagen, hey, gibt es eigentlich auch etwas in meinem Leben, wo ich überbetone, wo ich überreagiere, wo ich noch vielleicht eine Verletzung in meinem Leben habe, wo ich noch Jesus geben darf, wo nicht aufgeräumt ist. Und ich habe gemerkt, dass ich in gewissen Themen gerne mal überreagiere und habe ein bisschen genauer hergeschaut. Und ich habe gemerkt, dass ich in meinem Leben mit 23 angefangen habe, die Freiheit brutal zu geniessen. Ich war 23, das war ja erst gerade letzte. Und mit 23 ist meine 7-jährige Beziehung mit meinem damaligen Freund auseinandergegangen und ich war mega, mega enttäuscht. Ich bin mega verletzt worden und aus dieser Verletzung heraus habe ich angefangen zu überreagieren. Ich habe gefunden, okay, ich habe glaube ich, das Leben verpasst. Was Bibel lesen? Nein, so langweilig. Stille Zeit. Wow, stiller kann es gar nicht werden. Ich will raus, ich will die Freiheit. Ich will lernen rauchen. Wie kann man Alkohol trinken? Ausgang. Ich will die Letzte sein, die im Club heimgeht, wenn das Licht angeht. So. Habe ich gemerkt, ich tue völlig überreagieren. Weil ich so verletzt war, dass das nicht gehebt hat. Ich war so verletzt, dass es nicht geklappt hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe gemerkt, irgendwie ist das nicht gesund. Vielleicht kennst du das. Wenn du irgendwo anfängst zu überreagieren, wie der Juda, und anfängst Sachen zu machen, die du eigentlich gar nicht willst. Ich habe auch gemerkt, wie in den letzten Jahren meine Waage ein bisschen ins Ungleichgewicht gekommen ist, weil ich angefangen habe zu zweifeln. Ich bin christlich gross geworden und habe immer einen grossen Glauben gehabt. Meine Eltern haben geglaubt, ich habe geglaubt. Ich habe immer für grosse Wunder gebetet. Ich habe gewusst, wir haben einen guten Gott, der meint es gut mit mir, der kann Berge versetzen, der weidet mich auf den frischen Wiesen, alles ist möglich. Und dann sind gewisse Sachen in meinem Leben passiert, wo ich gemerkt habe, es kommt ein bisschen Zweifel rein. Am Anfang merkst du es nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich fange es ein bisschen an überbetonen. Ich sage Sachen, die ich eigentlich gar nicht vorher gemeint habe. Ich habe 2 wunderbare Kinder daheim, aber ich habe insgesamt 5 Schwangerschaften gehabt. Ich habe 3 Babys verloren in der Schwangerschaft und das war mega schlimm für mich. Jeder Arzt wird dir sagen, das ist völlig normal, aber für mich war es mega schlimm. Ich habe gemerkt, wie ich angefangen, wie so eine Verletzung gekommen ist, wie ich enttäuscht war und hässig auf mich, auf Gott. Und ich habe Sachen angefangen zu machen, die für meinen Mann, für meine Familie, für meine Freunde mega schwierig waren. Ich habe Sachen angefangen zu sagen, die ich jetzt auch bereue. Und habe gemerkt, meine Waage kommt in die Disbalance. Es ist einfach nicht mehr cool. Es ist nicht mehr cool für mich und für mein Umfeld. Und vielleicht kennst du Zweifel in deinem Leben. Kennt mich Gott? Sieht mich Gott? Meint Gott gut mit mir? Hey, die Frage habe ich mir gestellt.
Und ich war plötzlich unsicher, obwohl ich eigentlich immer mega geglaubt habe. Ist es wie so in mein Leben hineingekommen und ich habe wie merken, hey, das ist etwas, und ich muss anschauen, weil sonst nehme ich das mit. Sonst begleitet mich das mein Leben lang. Als ich meinen Mann geheiratet habe, haben wir uns entschieden, unser Bankkonto zusammenzulegen. Er ist mit Schulden gekommen. Hat er natürlich nicht gesagt. Und ich mit meinem Sparplan, weil ich ja weiss, eine Hochzeit ist teuer. Und dann haben die Diskussionen angefangen. Wir sind in Vorbereitung, Ehevorbereitung. Ich weiss noch, Michi, Sarah Sieber, haben sie uns gefragt, wenn wir einen Budgetplan gemacht haben. Und dann der Paul natürlich, ja. Ich weiss, wie das geht. Und ich so, okay, nein, ich will das lieber so haben. Sparen ist ja wichtig, oder? Dass man sich mal ein Auto leisten kann, vielleicht mal im besten Fall ein Haus kaufen kann. Vielleicht kennst du das. Aber ich und er, wir haben wie gemerkt, wir fangen da uns richtig verletzen. Es hat mich richtig genervt, was er ausgegeben hat. Ich konnte mich gar nicht mehr freuen ab den Sachen, die er gekauft hat. Und er hat auch gesagt, du bist gar nicht mehr grosszügig. Du hörst ja gar nicht mehr auf den Heiligen Geist, sondern er will, dass wir Geld weggeben. Und wir haben das immer so anschauen, weil wir haben gemerkt, wenn das nicht so ist, dann geben wir das nämlich auch unseren Kindern weiter. Dann wissen unsere Kinder ja gar nicht mehr, hey, wie geht man gesund mit Geld um? Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir immer genau anschauen, wenn wir merken, wir überreagieren. Und ich und der Paul sind das angegangen. Und heute ist es ein bisschen besser. Er ist heute nicht da, darum kann ich das sagen. Nein. Anyway. Das Letzte, was ich mit euch anschauen möchte, das ist mir einfach mega aufgefallen. Und es beschäftigt mich ein bisschen. Da steht unverbindlich und verbindlich. Ich habe gemerkt, es ist einfach nicht mehr sexy, wenn man sich irgendwo verbindlich zeigen möchte. Sich irgendwo zu committen. Mega viele möchten auch gar nicht mehr heiraten, weil, wieso auch? Man muss sich irgendwo verbindlich hineingeben, es kostet etwas. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen von einem Ehepaar, das sagt, wir lachen eigentlich darüber, wenn der andere fremd geht. Ich habe gedacht, hey, das ist echt krass, wie das irgendwie da so unverbindlich bleibt. Und es hat mich irgendwie mega traurig gemacht, weil ich einfach glaube, das ist irgendetwas, was nicht cool ist. Irgendeine Verletzung, die entstanden ist. Der Jakob hat auch seine Geschichte. Der Judah hat auch seine Geschichte. Ich habe meine Geschichte. Und wie es der Leo gesagt hat, du hast auch deine Geschichte. Und wir lesen im Prediger 27 im Bibelvers, wo steht, es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals etwas Schlechtes tut. Und das ist einfach auch eine Ermutigung. Wir sind alle im gleichen Boot. Ich, der Leo, der Judah, der Jakob, der Josef. Aber wir haben die Möglichkeit, Sachen zu überwinden und bei der Verletzung nicht stehen zu bleiben. Komm an, vielen Dank. Komm an, Miri. Wow. Wow. Ich möchte enden in den letzten paar Augenblicken, die ich noch habe. Das ist unser dritter Punkt, ist, lebe in einer göttlichen Balance. Es ist mega wichtig, dass wir eine Balance haben. Und die Frage, die ich dir, mir und uns allen heute stelle, was ist dein Thema, wo dich mega abdrückt? Es können auch Sachen sein, dass du dir selber nicht vergeben kannst. Es kann sein, dass du Sachen bereust. Es können Süchte sein, die du mitgebracht hast. Sondern was ist in eine Disbalance geraten? Es heißt in Sprüche 11, Vers 1, und ich habe das recht krass gefunden, ein falsch eingestellte Waage verabscheut der Herr, aber er freut sich, wenn die Gewichte stimmen. Und ich möchte enden mit einer Geschichte von mir, das ist höchst persönlich, weil es ist nicht einfach etwas, es ist nicht so, ich predige zu euch, es ist immer so, ein Finger auf euch und der Rest kommt auf mich. Außer du bist ein Schreiner. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe die Bibel nie gelesen, ich habe die Bibel auch nicht gekannt. Ich bin zum Glauben gekommen mit 18 in Jesus.
Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe so eine innere Freude gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe gemerkt, das Gewicht von Schuld, von Sachen, die ich falsch gemacht habe, fällt von mir. Und dann habe ich aus mega Freude die erste Bibel gekauft, die Hoffnung für alle Bibel. Meine erste Bibel, Hoffnung für alle. Ich komme in eine Kirche und eine Person sagt, was ist das für eine Übersetzung? Ich habe gesagt, keine Ahnung, es ist die Bibel. Nein, es gibt verschiedene Bibeln. Ich hoppla. Und er hat die Bibel gesehen, sie weggerissen. Das ist keine gute Bibel. Du musst Elbenfelder lesen, so richtig im Urtext. Und dann habe ich das gemerkt, im Elbenfeld ist alles vor dem Urtext, aber ich verstehe kein Wort. Dann habe ich in einer Hardrock-Band gespielt und ich habe das mal in der Worship-Team, bin eingeladen worden zum Gitarre spielen, rote Gitarre, V-Gitarre. Bin gefragt worden, ich habe mich nie aufgedrängt. Dann sagt eine Frau in der zweiten Reihe, junger Mann, die Gitarre ist vom Teufel. Ich habe gesagt, nein, die habe ich gekauft. Ich hatte lange Haare, wie so eine Leonie, weil ich kann kurz und lang stehen, bei mir alles saugut. Und nach einem Jahr habe ich realisiert, dass jeder motzt. Über die Haare, über die Gitarre, über deine Jacke, über deine Schuhe, über deine Bibel, über irgendetwas. Und ich habe so eine Allergie bekommen aufs Religiöse. Bis am heutigen Tag, Religiosität verträge ich nicht, komme ich eine Allergie über. Und ich werde so verrückt, wenn jemand religiös tut und so heilig tut und so von oben neben dich noch preacht und denkst du mir, ja. Lass mal anschauen, was in deinem Herzen abgeht. Und das hat dazu gedient, dass aus dieser Erlebnis ich so verletzt worden bin, nicht ich, von Leuten, dass ich gefunden habe, wir Christen müssen ein bisschen mehr Freude entdecken. Wir müssen doch die besten Partys machen, nicht die Welt. Und ich habe alles überbetont und es ist so weit gegangen, ich bin eingeladen worden in Norwegen, predigen in einer Konferenz, habe ja gesagt, keine Ahnung was für eine Church, komme rein und merke, die Kirche ist hyperreligiös. Was für eine Kombo. Und als ich preache, merke ich, der eine geht mit den Flaggen um, der eine glisst mit den Pulli und steht wieder in. Ich schaue die Leute an und bei mir hat alles triggert. Und ich nehme die Bibel und wirf die Bibel mitten in den Raum und sage, hören auf mit dem Scheißbuch. Habe ich gesagt. Und ich bin nie mehr eingeladen worden. Ich möchte Folgendes erklären, was passiert ist. Es ist nicht okay, dass man die Bibel in den Raum wirft. Und ich habe es auch gerne nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe. Aber was ich wollte sagen, und ich möchte es auch dir sagen, und das ist meine tiefste Verletzung, das ist nicht ein Gesetzbuch. Das ist ein Liebesbuch von einem Gott im Himmel, der das Beste für dich und mich will. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen, der Lidl und der Coop sind auch dankbar. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen, bist du dankbar, wenn deine Frau nicht fremd geht. Stimmt so, der recht? Das ist ein Liebesbuch. Und was ich nicht erträge, wenn man so pingelig wird, über die Haarfarbe, über die Lautstärke im ICF, über die Worship, über die LED-Wand, das sind alles Sachen, wo Gott überhaupt doch nicht interessiert. Ob du jetzt Gucci, Prada oder Lidl-Schuhe hast, Hauptsache du hast etwas an. Und dann in Sri Lanka es gar keine Schuhe an. Weil sie sagen, wer hat schon Schuhe an? Und ich möchte Folgendes klären, was passiert ist. Ich habe überreagiert. Und ich musste wissen, ich brauche Heilung. Und der mich heilen kann, das Wort Gottes, die Bibel, unser Fundament, gleicht unsere Themen aus. Das Wort Gottes ist unser Maßstab, unser Richtwert. Und ich musste Buße tun, dass ich die Bibel ins Publikum geworfen habe. Und manchmal, vielleicht spürst du es, drückt es manchmal ein bisschen durch. Nur manchmal, so gut. Aber nicht mehr schlimm. Also, ausser ich mache Sachen. Ich behalte. Und ich möchte dich heute fragen, was ist dein Thema? Du hast einen Zettel bekommen, im Eingang am Club unten. Ich möchte dich bitten, dafür zu holen. Wenn keiner bekommen ist, kein Problem. Wir werden heute etwas machen und ich werde den Bibeltext vorlesen und dann erklären, was wir werden machen.
In Hebräer 8, Vers 12 heißt es, ich werde ihre Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Und ich möchte, dass du ganz kurz überlegst, was ist mein Thema? Was ist meine Enttäuschung? Was bringe ich mit in mein Leben und es steht mir dermaßen im Weg? Wir werden heute Abend, hier aussen bei der Halle haben wir ein Feuer. Also nicht in der Halle, sondern draussen, weil wir werden ja noch mal Celebration haben. Das Tor geht auf in 1, 2, 3, 4, Simsalabim, das Tor geht auf. Und wir haben draussen Feuer. Und darum ist die Halle so kalt. Ich möchte dich bitten, dass du rausgehst, den Zettel nimmst und den verbrennst bei Jesus. Also das ist aber ein heiliger Akt, wo ich dich möchte bitten, verbrenn dein Thema. Können wir ganz kurz aufstehen zusammen, live und online? Jesus, das sind meine Themen. Das hat mich verletzt und das hat mich geprägt. Ich bitte dich heute Abend für ein heiliges Wunder. Heil meine Gedanken, heil meine Gefühle, heil meine Wunden. Du kannst nur ein Wort sprechen und ich und mein Haus sind wieder gesund. Ich möchte dich einladen als einen Moment. Heute Morgen haben ich habe ein Ehepaar, das ich schon seit 20 Jahren kenne. Ich komme seit 20 Jahren in Kiel. Die sind mit Tränen in den Augen zu dem Feuer gelaufen und denken, hoppla, wir alle haben ein Thema. That's the point. Ich möchte dich bitten, dass du rausgehst, dass du verbrennst, wieder reinkommst. Wir haben eine Viertelstunde Zeit zum Worship, es braucht ein bisschen Zeit. Und ich werde dann auch für uns beten, dass heute Abend der Heilige Geist nochmal fällt auf eine neue Dimension. Und wenn du keinen Zettel hast, wenn du rauslaufst, steht das Team dort mit dem Zettel. Das ist symbolisch, aber du verbrennst heute Abend etwas, das dich trennt zu dem heiligen Gott. Still believe you are the God of miracles. Great is your power, great is your name. You are the God of miracles.
ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.